weißt du, mal davon ausgehen, Leute stehen nicht am Morgen auf und wollen einfach schlechte Sachen machen oder wollen faul sein oder wollen Negatives. Sondern Leute unterstellen, hey, die kommen da hin und wollen eigentlich generell etwas Gutes. Ich finde, das ist schon mal eine richtig gute Grundlage, dass mehr so eine psychologische Sicherheit kann entstehen kann. Ich freue mich mega, euch heute eine ganz spannende Persönlichkeit vorzustellen, die ich selber erst richtig kennengelernt habe, rund um die Explo in Zürich. Also sogar um einen Jahreswechsel war das. Und der Benj Sager war dort Gast in einem LiveNet-Talk at Explo, oder wie wir das Ding genannt haben. Und wir hatten eine super Zeit schon dann und ich bin überzeugt, das werden wir auch heute wieder so haben. Benj, herzlich willkommen. Danke Flo, ich freue mich riesig, zum da zu sein. Und was ich so cool finde, einfach immer wieder, wenn man dich irgendwo antrifft oder auch dort mit dir in Connection kommt, du hast gerne wieder das sprudelt, Ideen, etwas ausprobieren. Zum Beispiel, er hat auch das Spiel mitentwickelt, Mu-Tiger, oder? Also, Ja. so eine spielerische Art, mutiger den Glauben können, zum Thema zu machen, ins Gespräch zu kommen. Da werden wir dann auch ein bisschen drauf kommen. Yes. Also, was ist das, von wo kommt das her eigentlich, so das Ziehen, um immer etwas Neues und ein bisschen innovativ zu bleiben? Ich glaube, es kommt von tief innen, von meiner Persönlichkeit her. Ich glaube, ich kumpe schnell neu mit rein, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu schnell. Vielleicht manchmal ein bisschen ein Schnellschuss. Aber ich habe gerne, auf Englisch sagt man dem Bias to Action, also so ein bisschen einen Hang zum etwas ausprobieren. Und dort bin ich auch recht nah so bei so agilen Methoden. Oder dort versuchst du eigentlich möglichst schnell einen Prototyp zu entwickeln und etwas zu testen. Also weißt, nicht irgendwie so eine Kopfgeburt zu machen, 5 Jahre lang planen und so, sondern möglichst schnell mit Leuten testen. Jetzt gerade, wo wir auch das Spiel entwickelt haben, sind wir eigentlich schon bereits nach einer Woche oder so sind wir mit dem ersten Prototyp auf Leute losgegangen. So. Ja. Und eben, das passt ja zu dem, was du jetzt bei der VBG verantwortest, oder? Das geht so um alles Innovative, immer wieder vorstoßen, in Gebieten etwas ausprobieren. Und du bist gleichzeitig auch noch in der Organisationsentwicklung dran, gell? Also du tust Firmen oder Teams begleiten in den Prozessen. Und Psychologie ist ein wichtiges Thema, oder? Auch bei dir. Unbedingt, genau. Ich habe Psychologie studiert und das ist wirklich etwas, was mich bis heute echt begeistert. Also mich begeistern Menschen. Es gibt ja mehr Hirnzellen, die wir haben, als wir Sterne zählen können. Also Menschen sind etwas Hochkomplexes und ich finde es begeisternd, mir Gedanken darüber zu machen, wie Menschen funktionieren. Ja. Und wenn wir jetzt einmal, noch ein bisschen schauen, was sind denn jetzt so aktuell Themen, die innovativ, die gerade bei dir sprudeln, wo du dran bist und vielleicht auf Leute losgeht damit, so wie du es vorhin gesagt hast. Das hat fast ein bisschen abschreckend getönt, genau. Nein, aber wir versuchen natürlich, das einladend zu machen. Klar. Hey, etwas, was mich echt begeistert oder wo mich umtreibt, ist das Thema Work and Faith. Sorry, schon wieder so ein Anglizismus, aber wir können es auf Deutsch nicht so gut übersetzen. Also Schaffen und Glauben, oder wie kommt das zusammen? Oder es ist ja bei vielen Menschen, eingeschlossen ich, habe ich manchmal das Gefühl, man hat ein bisschen einen schizophrenen Zugang zum eigenen Glauben. Immerhin wird das ja so gelebt in der heutigen Zeit. In der Schweiz ist Glaube ist eine Privatsache, das gehört eher an Sonntagmorgen oder unter den Christbaum von mir aus oder so. Und das ist aber überhaupt nicht der Anspruch, wo ich sage mal unser Gründer, der Jesus, gesagt hat, oder? Glaube gehört eigentlich ins Leben, mit rein. Alles, was wir machen, auch ist Arbeiten. Und wie das geht, das treibt mich um. Das finde ich gar nicht so einfach, das neu zu denken oder neu zu leben. Und das ist ja auch das Thema, das du dir jetzt vorgenommen hast. 21. März ist das, Pontes Live-Anlass oder Pontes kommt in Dialog. Das heisst, das ist so eine Institution oder eine Organisation, die stark immer wieder Wort finden, sprachfähig machen, was bedeutet der Glaube wirklich übertragen ins Leben oder auch, warum ist der christliche Glaube so
ja, der einem kann ins Positive in allen Bereichen verändern und so weiter. Und was ist dort hier jetzt die Message? Oder bist du vielleicht noch selber gespannt? Wir sind ja noch ein Moment vor dran jetzt. Ja, genau. Also ich darf dort einen Workshop leiten am 21.03. Ja. Und wir werden dort eines von unseren Produkten, die wir jetzt gerade letzte rausgebracht haben, zusammen in einem Workshop ein bisschen explorieren. Und das ist innerhalb vom App Feed Yourself, das ist eine App für Kleingruppen, ist das ein Buch. Und wir haben ein Buch erstellt zum Thema Work and Faith, also eben wie das zusammengeht. Und wir werden dort gewisse Teile davon zusammen in dem Workshop explorieren. Mhm. Und jetzt gehen wir noch dort genauer nachspüren. Was ist der Work and Faith für dich? Was heisst jetzt das für jemand, der jetzt vielleicht denkt, ja, also okay, dann muss ich in diesem Fall im Geschäft oder im Büro möglichst jedem Arbeitskollegen irgendetwas noch mitgegeben haben oder beim Znüni angesprochen haben. Auf, übrigens hast du auch schon eine Bibel daheim. Weiss doch nicht, oder was könnte das sein? Ich merke häufig, wenn ich mit Leuten über das ins Gespräch komme, ist häufig das genau das Verständnis, oder? Dass man mit möglichst vielen Leuten über den Glauben redet. Und das gibt ja erstens überfordert diese Art von Verständnis viele Leute, oder? Weil, ich habe es vorher gesagt, die meisten Arbeitsorte sind ja ist das überhaupt nicht Norm, dass man über so etwas wie Glauben ins Gespräch kommt. Und das kann ich auch verstehen, wenn man in der Pause vor allem über Fußball redet oder über Skiabfahrten oder so. Es ist ja weird, wenn dann plötzlich jemand kommt und sagt, was ist für dich Sünde oder so. Genau, das kann ich mega verstehen, wenn das Leute verstört. Oder? Und darum würde ich sagen, hey, also Work and Faith ist etwas viel, viel Grösseres als über sein Glaubensgespräch kommen. Und darum fangen wir häufig eigentlich bei Adam und Eva an, ehrlich gesagt. Also was ist denn überhaupt Arbeit? Ist das ein Fluch oder ist das eher ein Segen? Was würdest du jetzt gerade sagen, du selber, Flo? Was ist Arbeit für dich gerade im Moment? Häufig ist es ja beides oder eins. Oder was ist es gerade für dich? Meist, absolut Segen, Erfüllung. Ja, würde ich mit dem verbinden. Das ist schön. Ja. Für mich ist es manchmal auch Fluch, muss ich dir ehrlich zugeben. Ja. Also meistens ist es Segen, aber manchmal ist es auch... Wir haben unterschiedliche Episoden. Würde ich nicht jedes Mal so gesagt, oder hätte ich nicht immer so gesagt. Ja. Genau. Voll, aber das finde ich ein mega wichtiger Aspekt, sich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich Arbeit für mich? Ja. Und dann auch, weißt, ich sage jetzt mal, vielleicht ist das ein bisschen ein psychologischer Rückgriff. Was hat Arbeit für eine Funktion? Und da können wir eigentlich auch schon im Genesis-Buch bleiben. Nachher lesen wir ja, Leute bauen einen riesigen Turm. So. Und wir lesen, sie bauen das mit dem Motiv, lass uns einen Namen machen. Das finde ich mega spannend. Ja. So ein altes Buch, und wir sehen schon, Arbeit kommt eine Funktion über, dass man sich selber eine Identität stiftet. Weißt du? Absolut, ja. Und das verwirrt. Nachher gibt es eine Verwirrung, ja. Grosse Verwirrung. So. Genau. Was würdest du sagen, was ist die Funktion von Arbeit, die es jetzt in deinem Leben gerade hat? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Sorry, du bist ja der Interviewer. Ja, das macht nichts. Ich bin ja auch offen für Neues und gehe wieder mich darauf einzulassen. Also, ich würde spontan sagen, für mich hat es stark etwas zu tun mit gestalterisch werden. Es ist ein Umfeld von, ja, ich habe tatsächlich, denke ich, etwas Gutes prägen, gestalten, ja, segensreich sein für andere Menschen ist schon auch drin. Und es ist ja dann nicht ganz selbstlos, weil man kommt auch nicht zu kurz häufig in dem Ganzen innen. Mega. Das ist auch schön am Leiten, oder? Wenn man das einmal entdeckt hat. Das macht mega Spaß. Kostet den Preis. Ja. Das ist selbstverständlich so. Du hast vielleicht mal kürzere Nächte, aber was auch an Schönem zurückfließt, ist natürlich ist der Wert. Das ist mega cool. Ja. Und ich finde, das ist echt eine Herausforderung häufig, oder ich erlebe es selber als Herausforderung, dass, ich sage jetzt mal, weißt, dass der gestalterische Aspekt des Schaffen kann nicht aus einer Not heraus passieren, dass ich quasi das brauche, dass mir zu mir selber einen Wert geben. Quasi eben, dass ich mir selber einen Turmbau von Babel inszeniere, sondern dass ich quasi das mit dem Startpunkt mache,
wo ich selber schon einen Wert habe, wo ich merke, hey, ich gehe meiner Identität dort rein, die solid ist. Das finde ich eine echte Herausforderung und ich weiß auch nicht, ob sie mal abgeschlossen wird sein, aber das ist so etwas, wo ich das Gefühl habe, das lohnt sich, um ein bisschen investieren drin. Die Reflexion, aber dann auch, weißt, im Wachsen drin, die eigene Identität noch neu zu denken oder neu zu schärfen. Ja. Ja, absolut. Also klingt bei mir unglaublich viel an. Ich mache jetzt gerade eine Weiterbildung in so einer Coaching-Firma, wo es darum geht, genau, der Startpunkt ist immer, wer bin ich? Also mich selber zu erkennen und eben wo, sonst kompensiere ich ja dann überall, oder? Und vielleicht über andere Menschen oder so, wenn ich in der Mangelidentität losziehe, oder? Mega. Und, ja, das sind tiefe Fragen, wow. Und ich merke das immer, wenn ich krank bin, weißt du, so ein Influenza-Virus mich am Boden abdrückt, merke ich, dass ich dort schon noch einen Weg habe, weil ich merke dann, ich kann nicht mehr dann, weißt, gestalten. Und dann merke ich einmal, wie mir das schwer fällt, weißt, Geduld zu haben mit dem Körper und auch mit den Käfern, wo ich mich jetzt damit beschäftigen muss. Und das auszuhalten, dass ich jetzt nicht der Macher bin, weißt, nicht der Gestalter, nicht der Schaffer. Ja, genau. Hey, way to go. Sehr interessant. He? Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Also, du hast mir ja noch ein paar Punkte schon reingegeben. Und eben, wir haben ja schon den Talk auch erlebt miteinander. Keine Ahnung, ob das dort vorkommt, aber es hat mich noch interessant gedacht. Das könnte eben auch heissen, exzellente Arbeit zu leisten. Es könnte auch mal heissen, ganz schön, wenn jemand schlecht redet über mich, hinter dem Rücken Gutes über die Person zu sagen, oder? Das mache ich mega gerne. Hindurch positiv über Leute reden. Das ist doch herrlich. Oder Schönheit schaffen, Toilette besser hinterlassen, als du angetroffen hast und so weiter. Ja, also das ist auch mit in diesem Verständnis, wie du das so würdest sagen. Ja. Ich glaube wirklich, dort müssen wir auch, ich sage dem manchmal, also es ist ein Begriff von Shane Claiborne, der hat ihm gesagt, eine prophetische Kreativität entwickeln für die Welt. Weißt? Also Jesus hat ja häufig Sachen gemacht, die echt verstörend waren. Oder wo Leute sagen, was macht der da? Aber wo dann wiederum Raum eröffnet haben, sodass es in eine andere Richtung gehen konnte. Und genau so Zeug wünsche ich mir eben, dass man sich, nachdem man im SBB auf der Toilette war, sich überlegt, hey, wie kann ich jetzt den Raum da besser hinterlassen, als ich gekommen bin, zum Beispiel. Oder eben, wie kann ich jetzt ein Gespräch, das in eine ganz, ganz miese Richtung geht beim Arbeiten, wie könnte ich jetzt das positiv verstören, dass es vielleicht in eine andere Richtung kann gehen kann. Also es kann, ich glaube, es gibt nicht so einfache Rezepte, oder die überall funktionieren. Ich glaube, wir müssen jeder und jede ringen um so prophetisch kreative Lösungen, dort wo wir gerade sind. Ja, absolut. Und das kann eben nachher auch, das hast du schon dann noch betont, sehr auch Systemisches umfassen. Also darum machst du wahrscheinlich auch gerne Organisationsentwicklung. Ja. Also es hört nicht nur bei dem auf, wie sieht mein Toilettengang aus oder so. Ja. Genau. Institutionen, oder, können etwas Positives begünstigen oder halt auch voll nicht. Und das interessiert mich, je älter ich werde, mehr und mehr, auch der systemische Aspekt. Wie können wir dort Hoffnung schaffen und auch Positives schaffen? Wie können wir das verbessern? Dann können wir mal ein Beispiel vielleicht bringen, oder also nicht, vielleicht hast du gerade eine Coaching-Erfahrung oder was dort hier? Ja. Genau. Hey,
ganz häufig, was ich sehe, ist in vielen Institutionen, wo ich drin bin, ist das Problem von der psychologischen Sicherheit, sagt man dem im Fachjargon. Das bedeutet nicht irgendwie, weißt, eine Kumbaya-Haltung, wir haben uns alle lieb und tanzen ums Feuer oder so, sondern psychologische Sicherheit bedeutet, dass ich die Sicherheit habe, dass du mich nicht verbal oder richtig hinterrücks abmurksst, wenn ich etwas auch Kritisches anspreche. Also wenn ich zum Beispiel Kritik übe. Also das ganze Thema Fehlerkultur ist dort drin. Oder wie, das ist ein bisschen ein Unwort, aber wie werden wir eine lernende Organisation? Oder? Das wünscht sich ja jede Institution, und in sehr vielen Dingen gibt es einen perfekten Zusammenhang. Je mehr jemand über das redet, desto schlechter ist die Kultur. Ja. Also je mehr Leute sagen, ja, das ist uns auch wichtig, desto mehr ist der Hund dort begraben, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich glaube, dort, also wieder, bin ich vorsichtig, um jetzt ein Rezept abzugeben, das wo überall funktioniert. Aber ein Rezept ist sicher, hey, Leute positive Motive unterstellen. Ja, weißt du, mal davon ausgehen, Leute stehen nicht am Morgen auf und wollen einfach schlechte Sachen machen oder wollen faul sein oder wollen Negatives. Sondern Leute unterstellen, hey, die kommen da an und wollen eigentlich generell etwas Gutes. Ich finde, das ist schon mal eine richtig gute Grundlage, dass mehr so eine psychologische Sicherheit kann entstehen kann. Was würdest du sagen? Was würdest du da raten? Also, das ist ganz sicher auch, ich sage jetzt nicht, wir geben uns Mühe, eine hohe Fehlertoleranz, eine gute Feedback-Kultur, sonst bin ich auch bei dieser Kategorie. Nein, ganz sicher ja, eine Wertschätzung zu sehen, und das hat sehr gleich mit auch Feedback zu tun, wenn ich es wirklich so meine und hergeschaut habe. Und das macht ganz viel aus. Und dass die Leute gesehen werden, das fängt am Morgen an, wie sie begrüßt werden. Also da finde ich, da passiert schon ganz viel in den kleinen Gesten jeden Tag, wo man einen Unterschied machen kann. Das würde ich mal sagen. Und was mich angesprochen hat, auch aus dem, was du eigentlich schon gebracht hast, ist so das Suchen der Stadt Bestes. Ja. Weißt, die ganze Geschichte von, wie die dort das Gefühl hatten, oder in die Zeit hinein, Jeremia, ja, Hopf und Malz ist verloren. Und dann kannst du aber einen rechten Unterschied ausmachen und vor allem einfach nicht das Gefühl haben, ja, eben, irgendwie gebe es im Bereich in der Kirche gebe ich mein Bestes, und das spielt ja dort beides ein bisschen rein. Das finde ich so eine inspirierende Stelle, oder? Weil häufig geht vergessen, wenn man das dort lesen, Jeremia 29, dass der Prophet sagt, dass an einem Volk, das im Exil ist, oder? Also man kann sich wie überlegen, in heutigen Dingen wäre irgendwie eine fremde Macht hätte unser Land überfallen und hätte die Jungen geräubert und irgendwo angebracht. Und dann kommt einer und sagt, hey, jetzt müsst ihr für das Land, wo ihr jetzt angeräubert worden sind, das Beste suchen. Also das ist ein mega Affront, oder? Und ich finde, auf unsere Situation übertragen heisst das, auch wenn wir jetzt in einer säkularisierten Kultur drin leben, wo vielleicht auch Glaubensthemen gegenüber kritisch eingestellt ist, heisst das, wir sind berufen, dort drin überlegen, hey, wie machen wir jetzt den Ort besser, wie sind wir jetzt da, Salz und Licht und eine Lampe, oder, wo das Umfeld erhält. Ja, genau. Ja, das hast du ja, glaube ich, als Titel gesetzt, oder irgendwie Leuchtkraft. Ja, genau. So wie Leuchtkraft entsteht, wenn Glaube und Arbeit ineinander greifen. Das ist so das Wort, das ich auch noch rausgepickt habe, wo glaube ich, aus deiner Feder auch stammt. Ja, cool. Also, da kann man ganz viel noch nehmen und weiterdenken. Ich glaube, das ist ja auch das Typische, oder? Wenn man so ein bisschen dir lebt, oder? Das Innovative. Vorhin hast du mir auch gezeigt, das Neueste, gell? So, das Ding, das du am Handy hast, sogar Flugmodus. Ja, genau. Mit Jesus. Also, komm, bring doch das auch noch, Mensch. Ja, ich glaube, dass wir überhaupt Salz und Licht sein im Alltag, brauchen wir eine Verwurzelung
in Gott. Oder? Einer meiner Lieblingspsalmen ist Psalm 1. Gepflanzt am Wasser. Oder? Ja. Und ich glaube, wir brauchen eine Verwurzelung. Und das ist gar nicht so einfach, im Schaffensalltag gute Routinen etablieren, wie das wir in Gott verwurzelt bleiben. Ich merke, ich selber bin mega herausgefordert mit dem Gerät hier. Oder stehst du auf am Morgen, nach dem ersten Griff zum Handy, geh mal schnell ein bisschen News reinfetzen oder was weiß ich. Und dort haben wir jetzt gerade die Fastenaktion Flugmodus mit Jesus, die funktioniert so. Am Abend, bevor du ins Bett gehst und dein Handy einsteckst an Strom, tust du den Kleber vorne drauf aufs Handy draufkleben. Dann steckst du es ein. Wenn du am Morgen kommst und denkst, oh, jetzt will ich ein bisschen News konsumieren, nachher ist da der Jesus und sagt Flugmodus mit Jesus. Und dann machst du deine Gebete oder was weiß ich. Und wenn du fertig bist, nachher klebst du den quasi wieder nach vorne. Genau, das ist so ein kleiner Reminder, wo mir jetzt hilft, weißt, im Alltag Verwurzelung zu leben. Oder? Mhm. Ja. Schön. Und was auch, ich meine, jetzt klar wird, wenn man die ein bisschen erlebt hier auch im Talk oder sonst ein paar Begegnungen hatte, Humor spielt eine grosse Rolle, oder? Hey, in der ja, Arbeit, allgemein im Leben. Ich finde, also ich auch gerne lachen und ich glaube, es gehört auch zu unserer Grundberufung. Und zwar der Hugo Rahner, das ist der Bruder von Karl Rahner, der hat mal gesagt, er war ein Theologe, mal gesagt, unsere Berufung ist Ernst Heiterkeit. Das ist so ein Kunstwort, es gibt nicht wirklich. Aber er hat gesagt, wir leben eigentlich als Christinnen und Christen in der Spannung von Karfreitag und Ostersonntag. Und das ist ernst heiter so. Wir leben in dieser Spannung von der Gottessohn wird gemeuchelt von einer fremden Macht und er aufersteht so. Und ich glaube, vielen von uns geht es so. Es gibt echt viele ernste Sachen, wo man nicht muss sich darüber lustig machen, aber es gibt auch viel Hoffnung. Und ich glaube, diese Spannung gut zu haben, da hilft Humor. Da hilft es, um sich selber nicht zu ernst zu nehmen, dass man weiss, hey, ich bin nicht der Bauchnabel der Welt. Und, ich kann vielleicht auch mal ein bisschen über mich selber lachen und so. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Ja, das ist cool. Ich glaube einfach, also um so Leute ist man dann auch gerne herum, oder immer wieder. Also das sollte schon ein Kennzeichen sein und ich mir auch immer wieder zwischen, wenn ich allzu so streng unterwegs bin, Ja. sage, hey Flo, komm mal wieder ein bisschen, mal ein Sprüchchen und mal ein bisschen etwas ganz anderes, das tut auch gut. Ja, mega. Mir geht ist ein Spruch, weißt, wir sollen ein Wohlgeruch sein. Wo steht das jetzt schon wieder? Ich glaube, das ist von Paulus. Ah ja, genau. Das ist mir immer so im Hinterkopf. Da frage ich mich manchmal, wie schmecken wir echt im Sinne von so der Stimmung? Ja, das ist es so. Ja, super. Ich glaube, wir haben alles auf jetzt sogar noch für die Fastenzeit. Das ist zwar schon Ja, schon ein bisschen spät, oder? Aber das kann man ja jederzeit anfangen. Genau. Mit eben Flugmodus, mit Jesus. Wo bekomme ich das, wenn ich jetzt dort hier, oder auch mutiger oder sowas? Ja, das Flugmodus mit Jesus schreibst du uns am besten. Also wir haben das jetzt nicht irgendwie in einem Shop oder so, aber mutiger, das findest du sogar beim Ex Libris oder bei uns. Also das findest du überall. Das Spiel wird jetzt im ganzen Dachraum vertrieben. Ja, cool. Hey, und wir haben gar nicht viel über das Persönliche sonst noch geredet bei dir. Wie du hast ja auch einen Frühling vor dir mit nicht nur Innovation, Veränderung, so auf diesen ganzen Ebenen vom Fachlichen, sagen wir mal, als Psychologe oder Organisationsentwickler. Privat auch, oder? Ja, genau. Es ist ein riesen Highlight. In einem Monat werde ich Vater. Genau, ich freue mich riesig, dass wir Eltern werden können. Und eben, es ist noch ein abstrakter Gedanke, aber ich habe gelesen, es wird unser Leben auf den Kopf stellen. Genau. Ich glaube, ich lasse jetzt die Weisheiten als dreifacher Vater, du hörst noch genügend von denen. Aber das ist auf jeden Fall, es geht in die Richtung. Das ist wahr. So. Ja, kannst dich total darauf freuen. Also, cool. Alles Gute jetzt schon euch, Gottes Segen auch für diese spannende Zeit und auch alles andere Spannende, was abgeht. Ich freue mich, wenn es dann mal eine Fortsetzung wieder gibt und wir wieder mal herhören, was tut sich alles. In der VBG natürlich sowieso auch an Innovationen, aber auch bei dir rund um den Bench geht immer auch Spannendes ab.
Danke dir vielmals, dass du hier warst. Danke, Flo. Ja. Und eben, wenn ihr noch ein bisschen dort genauer reinschauen oder ja, wir tun ein paar Links auf jeden Fall noch in die Videobeschreibung, dass ihr da noch ein bisschen weiter reingehen in die verschiedenen innovativen Projekte, die da eben entstehen. Und ganz sicher werden wir irgendwann ihn dann wieder einladen. Und ich habe da noch x Fragen auch in Richtung noch ein bisschen Organisationsentwicklung, was er dort noch für Erfahrungen gesammelt hat. Aber alles zu seiner Zeit. Für heute wäre das mal so ein Start gewesen. Und ich freue mich dann eben auf die Fortsetzung noch mit dem Bench zu späterem Zeitpunkt. Danke vielmals für euer Interesse. Bis bald. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.